Aber der zu einem Wissenschaftspodcast. Bayerns Most Wanted. Heute der Alte auch hat Urlaub, aber ich bin wieder nicht allein da. Mit mir ist die bessere Hälfte von Tom Chow. Er ist 2 Meter groß und ich rede nicht von seinem Penis. Macht's Applaus für einen Tom. Ich habe natürlich von dem Penis geredet. Servus. Danke, habe dir, grüß dich. Bevor du mir jetzt voll laberst, machen wir erst einmal hier. Wir haben letztes Mal Kritik gekriegt. Hat einer geschrieben, wir machen immer auf Gewalt badisch, weil wir hier alle mit dem Bier sitzen und verzeihen, wie viel dass wir saufen können. Ich möchte nur, dass du weißt, dass diese Cola nicht für dich ist. Die trinke ich nur, weil es gerade zu 11 Uhr in der Früh ist. Und der Tom und ich heute noch beide Auto fahren müssen. Ich habe eigentlich schon vorgeschlagen gehabt, dass wir halbe trinken, aber ja, okay, das da war kommt dann wieder nichts. seine Schwanzheizung. Wow, Oh Gott, der das war geht flawless. nicht. Hast du das vorher nicht zurückgezogen, oder? Ah, ja. Das war vielleicht der Fehler, ja. Scheiße. Während du hier umoperierst, lese ich da schon meinen ersten Tierfakt vor. Hast du gewusst, dass Bonobos, Grüße übrigens raus an Crazy K, der hat mir den Tierfakt spontan genannt. Okay. Bonobos nutzen sexuelle Handlungen nicht nur zur Fortpflanzung, sondern auch als soziales Verhalten, zum Beispiel zur Begrüßung, zum Spannungsabbau, zur Versöhnung nach Konflikten, beim Teilen von Futter oder zur Festigung sozialer Beziehungen. Also die ficken schon zur Begrüßung. Okay. Das ist so geil. Und tatsächlich, no homo, an der Stelle. Ja. Nein, Schmarrn. Alle, jeder mit jedem. Wurscht, egal Ja, ob Mann, Frau, 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 Mann, Mann. Okay. Keiner mit Dicken. Ich weiß, was sind Bonobos nochmal? Sind das nicht so Mäuse oder so? Nein. Nein, Bonobos sind Schimpansen. Okay. Ja. What the fuck? Stell dir mal, Alter, zur Begrüßung ficken. Also ich kann mir selten geilere Sachen vorstellen. Ja. Naja, kommt halt immer drauf an, gell. Stell dir mal vor, du hast Stress mit so einer 3 von 10 Ja. und sie sagt Servus und du denkst so, fuck, Nicht jetzt schon muss ich wieder. wieder ran. Jetzt muss ich ja schön auf den Brunzer hauen. Ja, schön Finger in den Arsch stecken, Ja. oder? Ja, okay, das stelle ich mir kompliziert vor. Das ist eklig. Was, Finger in den Arsch stecken? Nein, nicht. Haben die Leute schon mal, also nur kurz als Zwischeneinwerfer, Ja. haben die Leute schon mal meine Bucketlist, die ich von euch gekriegt habe, im Podcast gehört? Ich glaube nicht. Aber können wir gern dazu kommen. Nur, dass wir die Leute schon mal vorher ein bisschen abholen. Das Thema der Woche war Millennials versus Gen Z. Oh wow. Ich bin ein Millennial, Ja, das du war's. bist Gen Z. Du bist wann geboren, Tom, für die Leute? 2003. Krass, ich bin geboren 1992 und unterscheiden also Dinosaurier. 11 Jahre. Ja, der Tom hat 9/11 nicht mitgekriegt zum Beispiel, was mich massivst verstört hat damals, weil ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich bin da gehockt, hab gerade Animes geschaut und dann ist mein Anime-Programm unterbrochen worden. Und warum? Weil irgendein paar so Spasten in einen scheiß Turm reinfliegen, in 2 Türme. Und ich dann so, interessiert mich nicht, ich will weiter Shin-Chan schauen oder Detektiv Conan. Ja, und ich war noch nicht einmal im Sack von meinem Vater. Nein. Ja, war noch nicht Krass. einmal geplant. Ja. Ich war so oder so nicht geplant, glaube ich. Was war die Woche so los bei dir? Was die Woche, ja, nicht viel. Viel Homeoffice gemacht. Ja. Einen Song produziert, der ein bisschen rassistisch ist vielleicht. Aber hey, man probiert es halt einmal aus, gell? Ja, schon. Man, genau. man wartet die Wahlen ab und dann entscheidet man, in welche Richtung man Musik macht. Ja, genau. Ja. Und Du warst mit uns in Hirberding. in Hirberding, ja, stimmt, ja. Ja. Ja, sorry, ich habe am Dienstag Nein, einen nein, Podcast nicht mehr. gemacht, deswegen. Ja, Euch schon verzeiht. hast schon erzählt, okay. Ja. Also wir waren gemeinsam am Konzert mit den Glue Boys und mit Lindsay und die Burm. Alter, das haben war wir so in geil. Hörpolding gespielt oder anscheinend haben die Leute im Chiemgau nichts gegeigt. Ihr seid fantastische Menschen, ihr schaut super aus. Aber ihr habt irgendwie eine komische Art, eure Ös zu verwenden, weil sie sagen Hirberding. Hirberding. Ich find das Und so geil. ich mache aus am Ö ein E. Also schön ist schön. Und ich dachte ja, aus Schönrammer in der Theorie, ja, ich weiß, es hat einen anderen Hintergrund, bla bla bla. Der hat ja Schönrammer heißen und ich dachte Herpolding sagen. Der hat so Herpolding oder Herberding sagen? Herberding wahrscheinlich. Ja. Das ist nur ein E. Aber ist egal, das ist Eiergeil. Nennt es, wird es wollt. Hat mir ja keiner gefragt. Ja. Und das ist auch gut so. Aber ich finde Herberding geht geil von der Zunge irgendwie. Ja, Falle, Herz an, aus das wissen wir, wovon du redest. Ja. Ja. Mei, Was was war war da? was? Da war ein ausverkauftes Haus. Liegt wahrscheinlich nicht zu 100% an uns, Ja. sondern an der Kombination.
War ein lustiger Abend auf jeden Fall. Ja, ich habe den Vlog auch schon tatsächlich fertig geschnitten für Hirberding. Ja. Und am Ende war eine sehr lustige Szene drin, wo du und halt auch da stehst und dann sagt sie, ja, heute war das auch Brasswesen gewesen. Ja. Aber die Leute sind halt hierher gekommen. Ja. Bin mir auch sehr sicher, dass Leute ein paar Tickets für Brasswesen gehabt hätten, aber sie haben halt Geschmack bewiesen. Ja. Und dann ging es halt weiter mit einem kleinen Deschu wieder Roast. Und einem kleinen Ringelstädter Roast. Ja. Ich habe, glaube ich, auch auf der Bühne gesagt, dass wir so viel kosten. Also die Glue-Boys und wir und Lindsay und die Bohren das ganze Line-Up. Was das natürlich ist im Vlog komplett sofort übertrieben gekommen. ist, weil die Headliner ja bei solchen Festivals ja immer viel Geld kriegen. Aber Alter, ich habe eine Lieblingsszene in diesem Vlog. ja. Und die Szene hast du schon gesehen. Das ist die von dir, wo du mit 2 Massen da stehst, entgegengesetzt der Bühne und dann kann man dann einschreist, ich achte auf eine ausgewogene Ernährung. So während der Show, das war so geil. Ja, ich glaube, ansonsten ist nicht viel passiert. Haben noch ein bisschen gesoffen, Ja, ich war Auftritt dann- gehabt, die Leute waren gut drauf. Ja, Du ich war bist dann noch in Rosenheim, heimgefahren. ja, mit dem Huber, waren wir dann im P2 und im Tatis. Ja. Und das P2 war absolut, da war gar nichts los. Ja. Da waren ein paar alte Damen, die sich dann ans Roh tanzt haben, sage ich jetzt einmal. Also sie haben einen auf Bonobo gemacht quasi. Ja. Und dann im Tatis war es so voll, dass es war. Ich habe es dir und am Fabi, glaube ich, habe ich schon verzeiht. Ich habe mich auch gehört wie der Boomer, glaube ich. Ja. Das ist nur Gratschband da drin. Okay. Die haben dem DJ nicht so gehört, die haben nur Gratsch, die haben nicht tanzt, da war keine Stimmung und die waren sau unhöflich, die Leute. Ja, Generation Alpha. Nein, ich glaube, das ist noch nicht einmal. Keine Ahnung. Das Generation bin- Alpha kenn mich sind nicht aus mit 16 dem jetzt. Schmarrn. Ja. Hey, Jetzt Generation. hätte die Generations festgelegt, habe zwar nur im Bergwerk. Ich habe da gearbeitet. Stimmt, deine 24-Stunden-Schichten. Ja, schon. Sauerstoff war unsere Bezahlung. Hast du das nicht einmal, habe ich nicht einmal ein Referat über euch geschrieben, glaube ich, wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe bei euch. Da habe ich ein Referat über die 2 halten müssen und dann habe ich dem Kitty halt noch so geschrieben, so, du kannst mir noch ein paar Facts über die raushauen. Sagt er, ja, ich bin der Kid-Rap, ich bin damals wahrscheinlich noch 27 Jahre alt gewesen, oder? Wie alt warst du vor 6 Jahren? 28. 28. Ja, 28 Jahre alt, bin da und da geboren und bin im Bergwerk 24/7 in dieser Kohlemine drin gehockt und habe da meine Hacken verrichtet. Ja, was die wenigsten Leute wissen, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ich komme aus Maristor. Das ist in der Nähe vom Degernsee, Verkehr da. Und da gab es wirklich ein Bergwerk. Und mein Opa hat da tatsächlich noch drin gearbeitet. Kurze Zeit, ja. Kohlebergwerk. Seid aber nur mehr aktiv, oder? Nein, das ist zu. Man hat früher noch ein bisschen so durch die Gänge durchgekommen, aber die haben jetzt auch einen riesen Stall dagegen gewesen. Und auch einige Fußtritte haben diese Türe nicht geöffnet. Ja, okay. Ja. Ich verstehe aber nicht, warum sowas nicht sprengen. Es ist zum Teil gesprengt worden, Okay. ja, aber nicht komplett. In Amerika und so gibt es ja auch noch diese ganz alten Minen oder sowas, auch in Arizona und so, die ja noch komplett offen stehen. Ich verstehe nicht, das ist keine Ahnung, am Eingang eine Stange Dynamit, ich weiß nicht, ob man das unkomplizierter vorstellt, als es eigentlich ist, aber das ist doch nicht schlecht, oder? Keine Ahnung. Die Leute sind Warst du schon mal mit uns im Podcast hier? Ich habe Oder warst du immer noch mit der Sabrina? einmal einen Podcast mit der Sabrina gemacht, wo ihr in die Highland wart. Ja. Und einmal habe ich einen gemacht, da haben wir noch kein Video gehabt, da bin ich noch mit dem Moped gekommen. Ah, okay. Also das müsste auch schon mit Tobi und Sabrina oder nur? Mit Tobi und Sabrina. Entschuldigung. Nein, Das war der Praktikum in der Hölle Podcast, glaube ich. Ah, okay. Also hast du schon erzählt, wann du zu uns gekommen bist und das Ganze. Ja, glaube schon. Okay. Ja. Und sehr unangenehme Fragen sind mir gestellt worden. Okay, passt. Ja, das ist schön. Ja. Bleibt der heute wahrscheinlich erspart, weil Was? auf keinen Fall. Ich habe sehr viele unangenehme Fragen. Ja, das denke ich mir. Ja. Naja, gut. Also ganz kurz nochmal zum Tom. Der Tom hat bei uns erst Praktikum gemacht. Wie alt warst du, wo du gekommen bist? 14? 15. Oder? 15. 15, ja. 15, aber schon größer wie ich jemals in meinem Leben. Dann bist du auf Voss gegangen. Hast gesagt, Voss ist nicht so deins. Ja, fast Abbrucher. Voss Abbrucher. Hast bei uns 2 Jahre als Freelancer gearbeitet oder 1,5 Jahre? Eins. Oh ja. Ich habe Anfang 2021 geht fast Abbrucher und dann Ende 2021 bei euch festgehalten. Okay. Ja. Dann war da unser Azubi für 2,5 Jahre. Wilde Prägende Zeit. Zeit für uns alle. Einziger und wahrscheinlich der letzte Azubi, den wir hier haben. Und jetzt Freiberufler, Lebenskünstler, auch Musiker. Tom Joe checkt es auf jeden Fall aus oder auch Tom Solo-Songs mit dabei, auch bei unserem Song Nacht, wo der Beater zum Großteil und die Hook von dir ist. Ja,
Und ansonsten, Mein Hock, die damals keinen Sinn ergeben hat. ja, ja, sind wir jetzt da, gell? Ja, sag mal da. Ja, wir sind chancenstechnisch quitt, kann man sagen. Also es Nein, gab zwei. nicht einmal Auf jeden ansatzweise. Fall. Okay, lassen wir die Leute. Wir erzählen jetzt beide Geschichten, ohne Namen zu nennen, und ihr könnt abstimmen. Schreibt es in die Kommentare, was schlimmer war. Angenommen, ihr hockt in einem Hotel zu dritt, 2 hocken auf dem Doppelbett, einer hockt auf so einem Kinderbett daneben und derjenige liegt seitlich da, einer spielt an seinem Handy rum und derjenige, also Handy da, Seiten da, so. Und derjenige lässt dann quasi, wenn da der Kopf ist, so einen leichten Schuss. Und der trifft denjenigen halt dann frontal. Okay? Das ist die Geschichte 1. Leichten Short. Zweite Geschichte ist, man hat einen Dreh für einen bekannten Musiker und rammt gerade das Auto aus oder ein, ich weiß nicht mehr genau, wann es passiert ist. Derjenige geht vor, der andere lässt da drin richtig ekelhaft am Brenner, geisteskrank, menschenverachtend. Kurz vorher, man muss einen Katastrophenschutz anrufen, mäßig. Ich will euch da nicht framen in der Geschichte. Auf jeden Fall geht der andere Mensch dann da eine, nimmt einen kleinen Atemzug und dem sticht sofort da oben im Kopf. Und das Kopfweh geht sogar mit Schmerztabletten nicht mehr weg. Welcher Scheißgeschichte, das ihr sagen, ist die schlimmer nicht? Gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, ich will euch nicht framen, aber es waren starke Kopfschmerzen, die derjenige anscheinend gehabt hat, du oder ich. Wir neutral dazu sagen, dass du die Geschichten erzählst. Sehr neutral. Also ja. Ich habe gesagt, ich will die Leute nicht framen. Ein leichtes Fürzchen. Also, ich weiß ja nicht. Schauen wir, was die Leute sagen. Ja. Ja. Außerdem hast du die 100 Male danach, wo du bei unserem Hotel. Jetzt wissen ja die Leute. Was? Nein, die 100 Male danach. Ja. Also, ich will ja nur sagen, dass wir nicht quitt sind. Wo die 100 Male danach, wo du in Zukunft auch bei Bandauftritten und sowas in die Hotelzimmer gefurzt hast, dieser Bastard. Ja, ständig anfahren lassen. Nein! Also da war Open Fire. Also da, Ja, gut, das stimmt. ja. In dem Raum hätte ich ungern Ja. gelebt. Nein, am schlimmsten ist, wenn der Harry und ich in einem Zimmer sind. Oh ja. Ja. Weil ich habe das nur einmal erlebt. Ja. Champagnerzimmer. Ich bin froh, wenn ich nie wieder. Ich glaube, am krassesten war es eigentlich in Los Angeles, oder? Wo Also, man im Viererzimmer war, also gemeinsam alle in einem. Ja. Ja. Da war, aber also nicht schwarztechnisch, sondern insgesamt so. Ich habe noch nie so gut in meinem Leben geschlafen. Gut, da waren wir. Ja gut, das war lag an anderen Dingen, aber stimmt, das ist vielleicht eine kurze Erwähnung wert. Der Tom, falls ihr unser Musikvideo Stravanza und die ganzen Vlogs dazu noch nicht kennt, da war der Tom dabei in seiner Ausbildung, waren wir in die USA 9 Tage. in meinem ersten Ausbildungsjahr, In seinem ersten Ausbildungsjahr hat er da mit uns 3 süßen Mäusen da durch Nevada, Arizona, Utah und Kalifornien fahren dürfen, hat da, glaube ich, mit einer von den coolsten und auch die anstrengendsten Zeiten seines Lebens gehabt. Ich glaube, so die Reise an sich war schon ein Hirnfick, aber auch extrem anstrengend, weil erstens 3 von uns, Los Brudalos, menschlich sehr unangenehm, sehr oft sehr besoffen, sehr laut, sehr viel Platz einfordernd insgesamt und er war der Einzige, der wo wirklich arbeiten hat müssen in dem Sinne. Also es war für uns alle anstrengend, auch jeden Tag mit einem brutalen Kader aufzustehen und dann da zu performen und Vlogs zum Drehen. Aber insgesamt war es gleich schon witzig. Ja, es war unendlich. Also das ist one for the books. Ja. Ohne Scheiß. Also das Checkt die Vlogs aus. Jeder, der wo sich beschwert, bei uns geht es immer nur ums Saufen. Die Vlogs werden euch absolut nicht vom Gegenteil überzeugen. Ja. Die Vlogs haben sogar ein bisschen, war es nur einmal, oder haben die wirklich auch den Running Gag gehabt, dass wir Wasser zensiert haben? Ja, also sowohl das Wort als auch das, Also es ist kein Wasser drum geworden, außer von mir eigentlich. Ja, vom Fahrer ab und zu. Ja, vom Fahrer. Immer da und die fahren haben müssen. Meine Lieblingsstelle ist nach wie vor, wo du gefahren bist und dann nach deinem Bier greifen willst und dann mein Pepsi genommen hast und du warst so sauer. Das war echt brutal. Ja. Du hast bis heute, ich habe das gespült, also sehr sicher gespült, aber es war schon. Nein, war schon eine Mischung. Okay. Also war natürlich überspitzt dargestellt, aber im Kern war ich schon sehr erbost. Ja, kann mir vorstellen. Ich war noch auf einer Hochzeit mit dem Altau, mit dem Harry. Glückwunsch nochmal an einen von unseren Lieblingstontechniker, an Patrick und an seine jetzige Frau, die Lena. War eine lustige Hochzeit, wir sind eine Stunde spät gekommen.
weil wir am Vortag einen Auftritt gehabt haben. Dann waren wir beim Frühshoppen. Dann haben wir noch beim Lablas Banda Fabi vorbeigeschaut. Wir haben schon eine gute Energie gehabt. Der Alter und ich sind jeweils mit ungefähr 0,6 in der Früh aufgestanden. Entschuldigung. Restalkohol, aber haben wir nicht lang geschlafen, von dem her war es keine Überraschung. Es war sehr, sehr lustig, weil wir haben ein Foto vom Frühschoppen auf Instagram hochgeladen und ich glaube innerhalb von 2 Minuten der Labras Banda Fabi, wo seid ihr? Ich werde fortgehen nur noch Fabi nennen. Und dann sind wir zum Fabi gefahren. Dann, der wohnt sehr schön, irgendwo am Chiemsee, möchte jetzt seinen Homeort nicht bitte, ich möchte kurz die Adresse niederschreiben, bitte. Ja. Und da war dann ein Basketballkorb. Wir sind nicht da reingefahren und haben das Basketballspielen schnell angefangen. Und es, nach 2 Sekunden, zu wem Kerzen die? Ist schon nicht rausgegangen. Dann haben wir gesagt, ja, wir kehren zum Fabi. Okay, ja, dann passt schon. Dann gehen wir 2 Schritte weiter und wir haben halt ein bisschen Abstand zu den anderen Autos gehalten. Also da hätten nochmal 2 Autos reingepasst. Wir haben nicht gewusst, dass das da ein Ding ist. Also dann können wir, jetzt muss ich schon fragen, zu wem Kerzen jetzt? Weil wir schließen mit den Autos eigentlich alle auf. Sag, ja, sorry, haben wir nicht gewusst. Passt schon, ja. Dann haben wir uns da schnell eine halbe reingepumpt und ein Flieger. Und dann sind wir zur Hochzeit gefahren. Schemitz. Was war das, 6 halbe Intos oder was war das? Nein, 4, glaube ich, waren es 4, 5. Harry hat doch beim Essen 4 gesagt, dass er gesoffen hat. Und dann noch 2. Ja, stimmt, ja. Wow. Ja, genau. Schön. Und dann sind wir mit unserem Alkoholtester auf diese Hochzeit gekommen, haben ein bisschen Energie mitgebracht, der Harry und ich, da ist ein bisschen später noch nachgekommen dann. Aber dann sind wir mit unserem Alkoholtester da rumgelaufen. Deswegen stellt sie mir ein neues Mundstück übrigens. Ja, genau. Und haben da so ein bisschen die Tests gemacht, ein bisschen gute Stimmung verbreitet, unserer Meinung nach. Die Leute haben es vielleicht gehasst, haben sich gedacht, was hat ihr für ekelhafte Proleten. Okay. Ja, dann da gesoffen. Ich habe mal ein ein Foto gehabt von mir, wie ich selber einen Test mache. Na, war noch hell, 1,9. Da war da nicht irgend so ein Brutaler auf der Hochzeit? Ja, der weiß ich nicht mehr, wie viel der gehabt hat. Über 3 auf jeden Fall. Und den hat er noch das Handgelenk abgeholt. Okay. Leute, trinkt verantwortungsbewusst. Das ist das Wichtigste, das ist das A und O. Alkohol ist ein Nervengift und irgendwann kennen die Nerven nicht mehr. Ja, bei uns ist das auch viel Show, viel Übertreibung, Überspitzung. Aber natürlich, schon jahrelange Erfahrung. Das muss man dazu sagen. Das mit der Cola macht man gar nichts aus. Ja, ich will mal Notfallschnaps da, wenn es ist dann. Passt. Also macht da keine Sorgen. Ja, und ansonsten standardmäßig normale schöne Hochzeit, schöne Location. Und dann glaube ich, 1, halb 2 sind wir abgeholt worden. Ich habe mich quer auf die Rückbank gelegt, mein Kopfkissen war in Harry sein Schoß. Er hat so noch ein Bier in der Hand gehabt. Wir haben ausgestellt, wie die schlimmsten Schnapsleichen ever. Ich habe das Beutel gesehen. Ja. Das hat großartig ausgeschaut. Ja. Und dann heimgefahren ins Büro, habe mich hier hingelegt, 12 Stunden und dann hat der nächste Tag auch schon starten können. Okay, kommen wir zum Thema der Woche. Haben wir schon angeteasert, Millennials versus Gen Z. Was darfst du sagen, wenn du Los Brutalos beobachtest, was sind unsere größten Ü30-Angewohnheiten? Boah, ich mache echt viel Dad-Jokes. Okay, Also, ouch. Ja. ja, das ist, also, wow, die größten Angewohnheiten. Also, ich glaube, das Größte, was mir aufgefallen ist, dass ihr sehr hart darauf beharrt, dass eure Generation über Gen Z steht. Also sehr oft halt sagt so, also ich meine, ich glaube, wir haben schon mal etabliert, dass ich relativ ähnlich aufgewachsen bin, vielleicht jetzt nicht ganz so zurückgeblieben wie ihr, aber no front. Aber ihr seid da sehr so, ja, mein Gameboy und bei uns hat es Tamagotchis gegeben und bei uns war PS1 nur aktuell und sowas halt. Ich hatte kein Handy. Ich hatte besonders Handy. Ja. Also, wenn ich in 4. Klasse gegangen bin, hat noch nicht so einen Bimmelkasten der Futzen gehabt. Sowas. Und ich glaube, das sind so also Handy, Smartphone ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Ja. Und dass ihr halt meint, dass ihr die viel bessere Generation seid. Das glaube ich, meint jede Generation über sich. Also aber die Millennials sind ja ganz schlimm, weil die das alles sagen müssen. Ja, das machen Boomer schon auch. Ja, Boomer sind mir ja wurscht. Ja. Aber bei den Millennials ist es halt so, dass sie so einen kranken Hass auf Gen Z haben, dass sie in jeder, weil die letzte richtig aufgewachsene Generation ist quasi. Das ist erstens das. Bevor ich darauf eingehe und komplett ausrast. Okay. Hab schon so eine Kabin, wenn ich an die Generation denke. Ja. Was ist an dir schon Ü30-mäßig, obwohl du ja Gen Z bist? Boah.
Ich glaube, die Aussagen, die ich vorhin über den Club getroffen habe, Ja, dass das, keiner ja. tanzt hat und Ja. jeder sich nur unterhalten hat. Ja, Also Ü30 war hart, aber ich finde, du ziehst dich schon in sehr jungen Alter sehr erwachsen an. danke. Ja, Das ist nicht mehr ein Kompliment. ja, das war sowas. So. Gen Z-Mode ist. Ja, es ist, Hasst es Also- mich, aber es ist scheiße. es ist bei unserer Generation ja auch ganz, also wie wir früher rumgelaufen sind, war auch ganz schlimm. Wir sind rumgelaufen wie Rentner. Ich glaube, deswegen Ja. versucht unsere Generation das gerade so ein bisschen. So gleich, ja. Jo, Ja. sag mal, der Hosenherr, hast du schon gesagt. Gleich, das sieht man. Ja. Ja. Dass man da ein bisschen jung und dingmäßig ausschaut. Dafür haben wir früher schon ausgeschaut. Also in meiner Jugend sind die Weiber mit Blazer fortgegangen, mit einem verfickten Blazer. Ja, ich teilweise mit einem Polohemd oder sowas, auch ganz schlimm. Oder mit so. Was da so einer von denen, die Polohemd an den Kragen aufgestellt haben? oder? Nein, so schlimm war es Gott nicht. sei Nein. Dank. Nein. Er kenne ich ja bloß aus den College-Filmen. Also klar, ich habe auch viel so Hip-Hop-Klamotten dran. Ja. Ich war jetzt wieder modern. Ja, Baggies. ja, Baggy ist modern, ja, das stimmt. Aber jetzt wird es ja kombiniert mit engere T-Shirts und sowas. Ja, Und wir haben halt alles Oversize. Also das stimmt. Baggy, Loose Fit. Hang. Gibt es ja jetzt so oder so noch. Ich glaube, dass sie das eher es hat sich alles, weil es jetzt ja so viele Subkulturen gibt, dass sie das ja extrem. Ja, Es gibt ja eigentlich keinen wirklichen Trend mehr, sondern jeder macht immer irgendwie alles. das stimmt, ja. In Berlin, wo jeder anders ausschaut und trotzdem schaut dann jeder gleich aus. Ja. Ich bin ein brutaler Fan vom Old Money Style. Ja, Also, aber halt so clean, nicht irgendwie so Camp David-mäßig Old Ja. Money, wo dann irgendwas draufsteht, sondern einfach clean fits. Also sprich weißes T-Shirt, so wie jetzt. Oder wenn du dann Anzug tragst, nicht irgendeinen Glitzeranzug, sondern einfach schlicht schwarz oder navyblau oder so ein Scheiß. Einfach cleane Hosen, cleanes T-Shirt. Submariner am fertig. Handgelenk. Ja, Submariner hat es leider nicht gelangt, hier bei Apple Watch Series 7 drauf. Okay. Für die Leute, die es interessiert, ist nicht einmal mehr ein 50er wert. Ja. Aber haut noch hin. Ist wasserdicht, Ja, kann ich dann mit dem Boot gehen. sehr schön. Ja, na, aber es ist also stylmäßig, da ich mir auf jeden Fall eher von mittlerweile Millennials beraten lassen, als von mittlerweile Gen Zs, weil die spinnen. Ja. Gut, wir haben es gerade schon angeschnitten. Welcher Generation denkst du, überschätzt sie selber mehr? Millennials. Millennials. 100%ig Schon. Millennials. Also ich glaube, Gen Z kommt brutal. Also die Leute kommen brutal in einen Verteidigungsdrang. Weil, Also wir, also mein Nein, Gen Z. okay. Weil quasi die von den Boomer und sowas angegriffen werden, in Anführungszeichen, dass die nichts machen, dass sie so brutal faul sind. Und ja, in sehr vielen Aspekten stimmt das. Gen Z sind wirklich, wirklich teilweise extrem faul, aber ist halt auch eine der wenigen Generationen, die jetzt das erste Mal sagt, so, ja, Schieb's ich nicht möchte, auf Corona. ich möchte jetzt einmal, ich möchte jetzt einmal drauf schauen, dass ich Wir mein haben Leben lebe. 9/11 miterlebt. Ja, oh mein Gott, ich hab auch eine Pandemie mitgemacht, was willst du Ja. von mir? So, eine Gen Z ist so, Arbeiten gehst. Doktor, du Arschloch. Ich hab 2 Tage Homeoffice gemacht. Ja, na. Auf jeden Fall, Gen Z, glaube ich, kommt sehr stark in diesen Verteidigungsdrang, Ja. weil die, wie gesagt, die erste Generation sind, die halt ein bisschen auf ihr Work-Life-Balance achten und dann halt eher das Leben bevorzugen anstatt Arbeit. Und Millennials sind da so die erste Generation, die damit so ein bisschen angefangen hat, auf Work-Life-Balance anzufangen. Ja, bei uns war es anders. Also ich glaube, Ja. wir sind so die Hustler-Generation. Also Ja. wir sind unsere Eltern, für die war es so sicherer Arbeitsplatz. Da schauen, dass ich so lange wie möglich da bleibe, ist was, wo ich einen Orden dafür haben möchte, quasi. Also wenn ich jetzt 35 Jahre beim selben Betrieb war, Ja. Haus, die ganze, also so ein Standardleben quasi, ohne Wertung. Und bei uns war es so, dass man halt dann so gemerkt hat, oh krass, ich kann ja einfach mich selbstständig machen und so. Ja. Natürlich muss man ja sagen, dass wir das kennen, haben ja die anderen Generationen einen gewissen Wohlstand aufbauen müssen, weil Ja. also unsere Großeltern hatten ja gar nicht groß die Möglichkeit, dass sie sagen, ich werde Influencer oder stimmt, sowas. ja. Oder ich werde Musiker, das war ja damals viel, viel aufwendiger. Ja. Genau deswegen. Aber wir haben trotzdem so Work-Life, also diesen sie hören drauf zum Wichsen, wenn man viel arbeitet, das haben wir auf jeden Fall noch drin. Und auch, ja, manche mehr, manche weniger. Ja. Also wer hat schon viel, also bei uns ist zum Beispiel, was glaube ich so der erste Schritt war, ist so, ich mache ein Auslandsjahr irgendwo in Thailand oder in Australien und fange nicht gleich als Arbeit an. Das war so der erste Schritt, wo unsere Eltern schon gesagt haben, sag mal, Spinnst mal. du? Ja, Mach will mal nicht gleich Abi. arbeiten, ja. Ja. Ausbildung, was für Studieren, Alter. Ja. Ja.
Und ja. Deswegen ist das die überheblichere Generation. Weil wir sind die Hustler-Generation, das sagt euch das schon alles. Ja. So, ja. Tja, was hat es verbraucht bis jetzt? Nicht viel. Außer brutale Tränensäcke. Ja, gut, unter 200 Quadratmeter Büro. Ja. Und ein ausgestopftes Eichhörnchen. Und ein ausgestopftes Ich habe Eichhörnchen. noch gar nicht nachgefragt, was für einen Namen hat das nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber Fuchsi. Fuchsi. Ja. Es hat einen anderen Namen gehabt, aber wir haben gesagt, es ist lustig, weil es kein Fuchs ist. Gen, was sagen wir, Millennials, auch die lustige Generation. Ja. Ja. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir nur mehr bereit sind, auch für Belohnung mehr zum Arbeiten. Und damit meine ich jetzt, also zum Beispiel, du jetzt nicht explizit, aber wir sind ja oft fortgegangen, auch zweimal am Wochenende oder so. Und die Aussage jetzt ist ja oft, ich habe kein Geld, nicht fortzugehen. Ja. Und wir haben halt einfach dann noch neben der Ausbildung noch einen Nebenjob gehabt. Genauso auch, um uns Urlaube zu finanzieren oder sowas, wenn du jetzt keine reichen Eltern hast. Ich glaube, das ist so der einzige, und die hockt halt dann einfach daheim rum und hält in der Kissen und spielt dieses eine Computerspiel, wo man rumgeht. Fortnite? Ja, genau. Was? Was hat Fortnite damit zu tun? Nix. Lass Fortnite und Minecraft aus diesem Spiel. Ja, kann ich verstehen. Aber im Endeffekt ist mir das ja wurscht. Ja. Also. Sind ja relativ, tatsächlich muss ich aber sagen, Das dass ist ich... so hässlich, Alter. Off-Topic, Wo kommt das denn jetzt her? Ja, nein, ich werde halt persönlich. Ich kann Ihr seid keine alle Argumente so mehr deswegen. alt. Wow. Ihr könnt nicht einmal... Das nimmst du zurück. Kannte aus dem Stuhl aufstehen, dass ich die fertig mache. Eben, dazu wahrscheinlich einen Hexenschuss zu erzählen. Ja, leck mir, mit dem bin ich gekommen. Das habe ich von meiner Arbeiterei. Ja, also es stimmt auf jeden Fall, wenn ich mir die so 80-85% meiner Berufsschulklasse damals eben anschaue, sind das halt exakt die Leute. Da habe ich ja damals auch noch im Club nebenher fotografiert und habe mir da eine goldene Nase verdient. War geil. Ja. Und, aber ich muss tatsächlich sagen, alle Leute aus meinem Freundeskreis so, die halt jetzt irgendwie Ambitionen oder sowas haben oder Geld brauchen, die gehen ja nebenher arbeiten. Also mein kleiner Bruder, der ist ja auch Gen Z. Der Bruder ist eine alte Seele. Ja, irgendwie schon. Der kommt halt der ist halt Mechaniker und kommt halt von der Arbeit heim und dort weiterschrauben. Also der kommt um 5 Uhr, um halb 6 ist er von der Arbeit daheim und dann schraubt er halt noch bis um halb 10 und sowas und macht sich halt da irgendwie noch ein bisschen Schule nebenbei. Und ganz ehrlich, die anderen gehen in den Gastro, die wiederum anderen arbeiten irgendwie im Gym oder sowas. Also es gibt schon viele Leute, besonders jetzt hier im ländlichen Bereich, die sich echt den Arsch aufreißen. Ich bin keiner davon. Ich mache nur einen Podcast, der nicht erfolgreich ist und muss ich die. Das haben wir schon zu zweit. Ja. Fuck. Darauf trinke ich leider kein Bier. Ja. Gut, wer faul ist, haben wir geklärt, eindeutig ihr. Was findet die Gen Z an Millennials maximal peinlich? Boah, dass ihr manchmal richtige Internetboomer seid. Wie äußert sich das? Also meine Generation ist es eine. Bist du auf dem Talk-Tick? Das war fast schon boomermäßig. Ja. Meine Generation sind ja die ersten Digital Natives, also die ja quasi wirklich damit aufgewachsen sind, aber halt noch nicht so. Hat man die Zeit, wenn man nicht arbeitet, gell? Ja, auf jeden Fall. Aber noch nicht so in so einem prägenden Alter, sag ich. Also wir haben jetzt nicht mit 4 Jahren iPad hingeschmissen gekriegt und gesagt, geh damit um, sondern man hat halt mit 10 oder sowas, habe ich zum Beispiel mein erstes Handy gekriegt. Damit ich wo ich halt in die Schule gekommen bin, damit ich halt anrufen kann, wenn was ist. Ich glaube ja, aber kein Smartphone, sondern... Ja, ich habe ich glaube das erste Sony Xperia habe ich gekriegt damals und das nichts das mag. Da war Snake drauf. Ach ja. Hat halt noch Akku. Wahrscheinlich. Hast du es noch? Nein, leider Schade. nicht mehr. Das war geil. Ja, also, fuck, ich habe die Frage vergessen. Du wolltest gerade ausführen, warum wir so Internet-Boomer sind. Weil ich manchmal, manchmal nicht wirklich. Was? Ja, doch, läuft schon. Läuft schon, ja. Ja, gerade Angst gehabt, weil ich es nicht gesehen. Alles gut. Ja. Hätte ich schon was gesagt, ich sehe das rote Licht von hier. Du kennst es doch, wenn so Senioren einmal Videos auf TikTok hochladen. Ja. Und irgendwie einfach so verwirrt sind, dass sie gerade filmen und ich werde das nie verstehen, wie das passiert. Finger auf der Linse mäßig. Nein, also haben Selfie-Kamera das Handy ist hier und dann haben sie einen Finger und dann schauen sie einfach nur so verwirrt nein so. Ja. Und das posten es dann.
Und teilweise hat das 80.000 Likes auf Instagram, was einfach scheiße lustig ist. Und ich habe das Gefühl, manchmal passiert das eigentlich auch. Und ihr seid so sehr viel leichter getriggert von Kommentaren, habe ich das Gefühl. Also ja, Nicht? ich persönlich jetzt nicht, aber also für mich gehört das halt zum Business dazu. Ja, Wenn ich halt. Also, ich kommentiere nirgends, ja, was mir nichts angeht, also was nicht meine Kanäle sind quasi, Ja. aber dann, wenn da jetzt bei Binance Most Wanted einer beleidigt, dann steige ich natürlich gern ein, weil ich halt ein Mobber bin. ja, Und gut, ich lasse mich nur, weil es im Internet stattfindet, lasse ich mich nicht zum Opfer machen von irgendwelchen scheiß verdammten Loser. ja, kann ich verstehen. Na, Ich bin kein Mobber, ich bin Überlebender. ja. Und das, was man bei euch am meisten merkt, ist, dass seine Videos 2 Minuten lang sind. Ja, also vor allem jetzt bei Los Brudalos, unser Humor baut sich sehr, sehr lange auf. Ja, Also wir sind so Generation, wir machen ein 3-Minuten-Video, Pointe kommt zum Schluss, ja, reden davor sehr viel, unnötige Sachen ja. in komischer Sprache, die ihr ja gar nicht mehr versteht. Hä? Ja. Was sagst du da, alter Mann? Und ja, jetzt ist ja alles, muss ja alles gleich passieren. Es muss alles bam, Ja. bam, bam. Und also, ich persönlich finde es scheiße. Meine gesamte Generation findet es wahrscheinlich auch scheiße, zieht es aber trotzdem durch. Beziehungsweise wird danach süchtig. Ich finde das die Hölle. Ich meine, ihr habt ja aus dem Vlog das 2-Minuten-Ding vom Old O gesagt, wo Ja. ihr einfach nur da steht im Film und er sich Ja. super drüber aufregt. Es ist unendlich lustig. Ja. Und es dauert 2 Minuten. Es ist unendlich witzig. Ja. Also so 30 Sekunden sagen, ja, es ist lustig. Aber deswegen finde ich zum Beispiel, Ich muss aber insgesamt sagen, dass ich also YouTube-Videos zum Beispiel immer her rank wie Reels oder TikToks, Ja. aber trotzdem mal oft auf die Verliererplattformen abhängt. Ja. Einfach weil man konditioniert worden ist dafür. Es sind natürlich auch lustige Sachen und manche Ja. Sachen ist ja geil, wenn da in einem TikTok ein Sachverhalt schnell erklärt wird, Ja. wie jetzt halt in einem 4 Minuten YouTube-Video. Ja. in einem Aber, Tim Vollert-Video. ja, oder aber trotzdem Legende. schaue ich mir gern unstressige YouTube-Videos. So tatsächlich. Ja, aber ich habe mir letztes Mal tatsächlich dabei erwuschen, dass ich auf TikTok gescrollt habe. Und also, ich habe mich auf Couch geflaggt, habe mir gedacht, ja, eine halbe Stunde, das machst du jetzt nicht YouTube dafür auf, kannst du nichts gescheit anschauen in einer halben Stunde, gell? Halbe Stunde, ja. Flacke 3/4 Stunde da und schau TikTok. Ja. Das ist wirklich, das ist Ja. dumm. Es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du so Ja. dumm scrollst und der Algorithmus echt gut ist und ich halt dann immer dran bleibe und Ja. sag, wenn ich auf Pornhub. Ja, du hast der Hochphase tatsächlich ein bisschen abgewendet, habe ich das Gefühl. TikTok. Bei dir, ja, aber bei dir ist nicht mehr, also, ja, der allgemeine Doomscrolling-Phase, beziehungsweise der allgemeine Dopaminsucht hast du ein bisschen, Nein, auf keinen Fall, ich bin maximal Dopamin. ein bisschen hast du es abgewendet, weil, Ich bin halt stark drogenabhängig. ja, Ich habe gar gut, keine das Zeit stimmt. mehr für TikTok, weil die ganze Zeit so immer so ich den nächsten Crackstein herkriege. Ja, aber, Spritz unter Zähne, ich glaube, es geht nicht mehr. Ja, aber bis letztes Jahr war es auf jeden Fall so, ich hasse TikTok. Ja. dass, wenn ich mich mit dem Kitty unterhalten habe, und wir dann sind wir im Büro gestanden, das Gespräch ist länger als 2 Minuten dauert, hat er einfach sein Handy rausgezogen, hat mir nicht mehr zugehört, ist rausgegangen, hat sich auf seinen Platz geguckt. Und das glaube ich, ja, das ist, glaube ich, 3-4 Mal passiert, dass er sich dann einfach dem Gespräch entwendet hat. Was schnell noch. Was? Entschuldigung. Achso. Ja, nein, ich kann da glaube ich aber auch sagen, das ist keine Eigenleistung gewesen, aber lange Zeit, ich habe tatsächlich kein Privatprofil irgendwo, sondern nur Künstlerprofil Ja. und Bandprofil und sowas. Ja. Und lange Zeit hat TikTok viel besser funktioniert wie Instagram. Ja. Und ich glaube, dadurch habe ich mehr TikToks hochgeladen und war deshalb automatisch mehr auf der App und bin dann da mehr hängen geblieben. Jetzt ist halt meine Stimmt, TikTok-Reichweite ist gerade aktuell komplett für den Arsch. Jetzt macht es mir gar keinen Spaß mehr, auf diese scheiß App abzuhängen. Ja. So bin ich wieder mehr auf Instagram. Und ich finde, Instagram kommt man leichter irgendwie raus. Also, weil dann gibt es ja mehrere Sachen und dann fällt es mir irgendwie schneller auf, dass ich mir denke, okay, das ist eigentlich gerade richtig Weil scheiße, was ich Instagram so mache. hässlich ist. Ich finde, wenn du im TikTok auf der For You bist, dann dreht sich da alles darum. Also das komplette Layout wird dunkel und sowas Ja. und du bist wirklich nur da drin gefangen. Und bei Instagram fühlt sich an nach einer zweiten Option Ja. neben dem Home-Feed, weil da bist du eher Ja. auf dem Home-Ding. Jacob, Bruder. Welche Social-Media-Plattform hat deine Jugend am meisten geprägt? Pornhub ausklammert. YouPorn? Okay, also Porno-Ding aus. Nein, ja, Achso. ja. Na, Instagram. Instagram. Ja, ich habe also weiß gar nicht, ob ich Facebook vor Instagram gehabt habe. Mein Account jetzt seit mittlerweile 11 Jahre.
Also seitdem ich verfickt nochmal 11 Jahre alt bin, Ja. habe ich scheiß Meta-Account. Also Hast du, glaube ich, vor mir gehabt. Ich glaube, ich habe erst 2012 einen Instagram-Account gehabt. Natürlich das Facebook 2012, ja, ich habe seit 2015. Also okay. Ja. Wir haben 2026. Ah, ja. Scheinbar kann der Generation auch nicht rechnen. Was? Ja. Nein, ich habe seit 11 Jahren. Ja. Und war auf jeden Fall Instagram und Facebook Ja. mein Main-Ding. Unangenehmerweise. Bin immer noch mit sehr vielen Leuten befreundet, die irgendwie bei mir aus dem Geil kommen, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ja. Ja, Facebook war am Anfang so, ich komme ja aus der Lokalistenzeit. StudiVZ habe ich nie gehabt, aber Lokalisten war voll die Spy-Plattform, weil da hast du quasi gesehen, wer auf dich geklickt hat. Okay. Und hast natürlich auch diverse Fake-Accounts gehabt, damit du auf Like klicken kannst, ohne dass sie es wissen. Ja, das ist dann, da haben wir dann gesagt, weil dann ist Facebook aufgekommen und dann haben wir am Anfang gesagt, na, scheiß auf Facebook. Ja. Ich bin nicht zu Facebook, dann haben das Lokalisten dicht gemacht, dann schon ab zu Facebook. Ja, aber Facebook eine richtige Drecksplattform geworden. Ja. Finde ich auch insgesamt wie die Plattform ist und was für Leute da abhängen. Also es war überall schlimm mittlerweile. Ja. Aber Also ich bin Facebook dankbar für das, was es ist, weil die haben irgendwie so ein bisschen die Boomer eingepfercht und die sind jetzt alle auf dieser Plattform gebündelt. Deswegen kannst du die Plattform nicht mehr benutzen, aber sie sind halt fast nicht irgendwo anders. Langsam kämen sie zu Instagram, das ist schlecht. TikTok sind schon ab und zu. Ja, Ich möchte TikTok. mir an alle Social Media Plattformen dafür bedanken, dass ihr die Mitte komplett ausgelöscht habt und jetzt nur noch rechts und links existieren lasst. Das war ein großartiger Schachzug von euch. Vielen Dank dafür. Aber hey, dafür kriege ich oft Rezept-TikToks zwischen die ganzen linken und rechten Parolen. Alter, ich habe so Und dann mal mit sehr viel Wut im Bauch einen Smashburger. ich habe so ein geiles, darf ich im Podcast eigentlich gar nicht sagen, so ein geiles Knoblauchrezept. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es geht, das hat bloß Okay. geil ausgeschaut. Was aus deiner Kindheit vermisst du, was heute kaum noch gibt? Außer 10 Jahre ältere Leute, die was arbeiten. Ja. Ist das jetzt bei jeder Frage so? Dass Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, was ich richtig vermisse, ist mit meiner Fam, wenn wir in Urlaub gefahren sind oder sowas, nach Italien. Und dann bin ich mit meinem kleinen Bruder über hinten geguckt und wir haben PSP gespielt, PlayStation Portable. Ich kenne PSP, ja. Ja, weiß ich nicht, was du kennst und was nicht. Und da haben wir dann GTA Vice City Stories drauf gespielt und haben uns halt quasi verbunden miteinander und haben die ganze Zeit gegenseitig hoppballert. Ja. Und das war geil. Ja. Ja, Liberty City hat dann nicht mehr so funktioniert, warum auch immer. Und was haben wir noch gespielt? Street Fighter. Naja. Ja, das vermisse ich echt. So ein bisschen nebenbei zocken. Was ich auch vermisse, ist auf jeden Fall die Gleichgültigkeit und Leichtigkeit eines Lebens. Ja, ich glaube, das hat jeder, der wo dann ins Arbeitsleben übergeht. Man verwechselt da sehr stark oder man schätzt voll stark, man verschätzt sich stark, das würde ich sagen. Leg mich am Arsch. Wie geil eigentlich die Schulzeit ist, rein von der Freizeit, wo man hat. Klar, Schule ist absolut zum Kotzen gewesen, für mich zumindest, weil ich scheiße dumm bin. Ja. Ja. Also ich glaube, das Schlimmste war damals in der 4. Klasse, weil ich das erste Mal einen 6-Stunden-Tag gehabt hat. Ja. Und also bis um 1. Ja. Das ist ja null schlimm. Aber jetzt denke ich mir so, war schon geil eigentlich. Und da so vor die Ferien und sowas und also das Geilste war ja so vor die Sommerferien besser checken, so wenn du im Klassenzimmer hockst und ich glaube, das war bei mir nur ein längeres und da haben wir einen Tag gehabt, da haben wir halt quasi die ganzen Tischen, Stühle rausräumen müssen, weil die in einen Boden gekriegt haben. Und dann sind wir da alle auf den Boden geguckt und haben halt eine halbe Stunde auf unsere scheiß Zeugnisse warten müssen und diese Zeit, die ist nicht umgegangen. Ja. Und du hast dir jetzt so gefreut, du hast mit meinen Späßeln zusammengeguckt und sowas und dann bist du aus der Schule raus und hast gewusst, okay, jetzt 6 Wochen einfach nur Scheiße bauen. Das ist so ein geiles Gefühl gewesen. Meine Kindheit war vorbei, wo ich zum Lernen angefangen habe und mir das erste Mal jemand angerufen hat wegen einer Versicherung, da ist was in mir gestorben. Ja. Da habe ich gemerkt, so, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt wird es richtig ernst. Ja. Ja. Ja, das ist bei mir passiert, weil ich das erste Mal Krankenversicherung selber zahlen habe. Ja, das macht da keinen Spaß. Ja. Ja. Ich vermisse draußen auf dem Bolzplatz zum Spielen frische Luft. Klar, du hast ein Konsolenbeispiel genannt, typisch für deine Generation. Wir waren halt da draußen und haben Hüttel gebaut. Naja, ist okay. wundert mich, dass du keine Soll ich von der Geschichte erzählen, wo ich von der Schaukel runtergefallen bin und einen Steißbeinbruch habe und mein Spätzle noch nie bei mir gestanden, dass er mich ausgelacht hat. Das kenne ich, ja. Ich bin einmal, haben wir jemanden mit dem Radl verfolgt und der ist dann mit dem Hals gegen so einen
Sound gefahren, dass er voll runterpresselt. Ja, Na, haben wir auch ausgelacht. Aber er hat ja noch gelebt. Ja. ja, ich Da habe waren wir auch an unserem sehr maroden Spielplatz im Maristor, hat ein Mädel, da hat es so eine Reifenschaukel gegeben, war quasi ein Reifen mit 3 so Ketten hoch und der hat da so ein bisschen geschaukelt und das war oben an so einem Scharnier befestigt und dann ist das einfach runter und ich hatte voll auf den Schädel. Leckt mich am Arsch, ich hab gedacht, die ist hier, aber Hat die Blut und so, oder? nein, die war einfach nur das aufgeschaut. So. Und so lebt sie ihr Leben Ja. weiterhin. Ja. Ja, habe ich Konsolenbeispiel genannt, Arschloch. Na, kannst du komplett auf Social Media verzichten? Ja, Ja. ja. Ich darf es tatsächlich gern. Also, natürlich, ich habe dauerhaft die Möglichkeit, jetzt einfach Instagram, Facebook und alles andere zum Deinstallieren. Aber da ja auch irgendwie probiere mit meiner Firma, mit Tom Joe, mit Tom und so weiter Leute zu erreichen, kann ich halt, also ich kann auf meine privaten Accounts verzichten, auf jeden Fall. Ich kann halt auf meine Band-Accounts und so weiter nicht verzichten, weil ich halt irgendwie Leute. Du musst es halt dann, also ich kann es nur machen, wenn jemand das alles für mich managt. Dann. Genau. Also ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, in irgendein verficktes tropisches Land zum ziehen, Social Media zum deinstallieren und ein komplettes Survival-Life zum führen, wo du einfach nur, ja, keine Ahnung, ein bisschen Strom hast und da halt eine normal funktionierende Toilette hast auf jeden Fall. Das ist mir sehr wichtig, ich möchte kein Plumpsklo. Aber ich darf da schon gern raus an sich aus diesem Rabbit Hole. Aber es ist so, ich kann darauf verzichten, glaube ich, weil ich habe jetzt auch nicht, wenn ich so meine Leute um mich herum habe und mit denen ich ratschen kann, dann habe ich kein FOMO. Ja, ich merke es auch selber mir, also wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder wenn man fährt oder im Urlaub ist, so was da juckt mich Instagram und so gar nicht. Also auch normalerweise waren das ja die Momente, wo wir immer filmen und pausen müssen und sowas, aber dann denke ich mir, jetzt sagst du gerade auf dem Boot, lecker Bierchen, Sonne im Nacken. Ja, das ist Neben halt so. mir Herr Stefan, der wo 3 Tage Scheiß gehabt hat und jetzt trotzdem wieder Bier trinkt. Ja, das sind irgendwie so die Momente, wenn du das Leben, was du auf Instagram siehst, lebst, also keine Ahnung, wenn ich die ganze Zeit Travel-Content sehe und dann in Kroatien hocke, dann brauche ich mir keinen Travel-Content anschauen, sondern ich bin halt in scheiß Kroatien und genieße mein scheiß Leben. Ja. Das ist halt das Geile. Also ich darf sehr gern irgendwann einmal drauf verzichten. Ja. Welche Vorurteile über Gen Z stimmen deiner Meinung nach wirklich? Jetzt einmal ausgenommen, dass ihr die faulsten Menschen auf der Welt seid und nicht einmal wisst, wenn man Arbeit schreibt. Buchstabier's? Ich mag nicht. Ja, ne? Habe ich echt gesagt. Welche Vorurteile stimmen? Ja. Also hast du ja vorher schon gesagt. Also eigentlich war das so ein für die Ding. Ich finde, dass ihr schon ein bisschen mimosenhafter seid. Ja, wir sind sehr, sehr ja, viel mehr auf manche Mental da Health. sagen, mimosenhaft klingt sehr negativ. Mimosenhaft klingt unfassbar negativ. Aber hey, nicht Wie soll weiter. man das positiv sagen? Ihr lasst eure Gefühle freieren Lauf. Sowohl in positive als auch in negative Richtungen. Wir sind eine empathischere Generation. Ja, genau, so kann man es auch sagen. Ja. Ich glaube, das. Richtige Opfer. Ja, voll dann sagen. Ich bin ja vorher am Clip farmen, nur dass du weißt. Ja, voll okay. Ja. Na, auf jeden Fall empathischer. Auf jeden Fall, sage ich mal, reden die Leute voll drüber. Mhm. Und ich glaube auch, dass es wird voll peinlich, wenn eure Selbstmordraten richtig niedrig sind. Die sind gestiegen. Schon? Ja. Ihr redet drüber und dann bringt es euch trotzdem um. Ja, natürlich. Also die sich umbringen, machen es für Aufmerksamkeit zu 100%, aber ich habe gedacht, dass, es wird ja immer vorgeworfen, so Boomer Generation oder bei uns, dass wir, weil wir uns ja nicht öffnen und nicht drüber reden, dass man sich dann deswegen umbringt. Ja. Und ich habe gedacht, wenn man dann ja die ganze Zeit drüber redet. Nein, die Leute, die sich umbringen wollen, die bringen sie trotzdem um. Super. Ja, das passiert. Es richtig gemacht. Ja. Triggerwarnung, Selbstmord. Ja. Das macht keinen Sinn, wenn es davor kommt. Danach. Ja, Entschuldigung. Ja. Fuck. Das habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ja, auf jeden Fall empathischere Generation. Wir reden mehr darüber, ja. Wir können uns besser mitteilen. Aber wir sind auch, finde ich, aufgrund dessen eine vorschnellere Generation. Also wir sind schneller im Urteilen. Ich finde zum Beispiel, dass Gen Z Menschen auf ihrem Aussehen, auch wenn meine Generation sehr weltoffen ist und auch sagt so, ja, du kannst den ja nicht niedermachen, wegen dem, wie er ausschaut, aber trotzdem ist Gen Z sehr, 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 sehr vorschnell, wie ein Mensch ausschaut. Egal, ob das jetzt politische Richtung ist oder jetzt, keine Ahnung,
der Typ in der Tracht, der muss dauerbesoffen sein, ist Alkoholiker oder so ein Scheiß. Wir sind sehr viel vorschneller. Macht das Sinn? Nein. Ja, Du checkst, oder? ja, ich check, ja. 6, 7. Ja. Und sie können weniger Sachen für sich halten, was einerseits gut ist, aber andererseits echt schlecht. No. Ja, werde einige Geheimnisse mit ins Grab nehmen, ja. Ja. Ja, Bordeaux, ja. Hast du gewusst, dass Sabrinas Gen Z ist? Ich hab's gegoogelt, aber bei ihm war es 2003. Ja, jetzt war 1995 bis 2010 ist Nein, Gen Z. 96, oder? Na, 95 oder 15 ChatGPT Jahre. hat 96 gesagt. Ja, das ChatGPT ist scheiße dumm. Okay. Ich weiß das, keine Ahnung, kann er 96 Ja, sein, okay, aber ist ich meine ja alle scheißegal, 15 Jahre. Ja. Also Sabrina ist auf jeden Fall noch Gen Z. Ja. Aber wenn sie es nicht zugeben möchte. Gut, Aber das ist ja. ja extrem Gen Z, also Wie? vom Menschen her. Ja, sie ist halt, ja. Ja, auch nichts arbeiten, ganze Zeit Eier schaukeln, die imaginären. Viel Sachen bei Teddy und Amazon kaufen. Gut, das macht, glaube ich, jeder, aber Nein, ich nicht. Also, bei Amazon. ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich mir was bei Amazon bestellt habe. Ich kann jetzt meinen Verlauf hierher zeigen. Glaubst du, Ich glaube, das war bei Amazon. schön. Ja, Ich glaube, ich habe Anfang des Jahres habe ich das Hasenkostüm für einen Grandler-Set bestellt. okay. Das war's. Und eine Langkappe. Ich habe mir eine Sonnenbrille bei Amazon bestellt. Das kommt halt. Ja. Aber Das ja, heißt- gut, ich kann in so Billigläden nicht so gut reingehen, weil da kriege ich Kopfweh. Ja, ich Weil, habe da bloß einmal einen Teddybären für meine damalige Freundin gekauft. ja, Beim Teddy. Na, stimmt gar nicht. Das war Action. ja, eine Action geht noch. Ja, Weil es wirkt so, als würde man einfach kaputte Sachen von reiche Leute kaufen. stimmt. Das hat ja alles leichte Schäden, deswegen ist das da drin. Und beim Teddy gibt es einfach nur Müll. Das stimmt. Aber Klar, brauche ich was für einen Junggesellenabschied, irgendein Schwanzbrünn oder sowas, ab in Teddy. ja, Das ist, ja. aber wenn du die Sonnenbrille bestellt hast, heißt das, dass deine orange Sonnenbrille halt Freeware tut, tatsächlich. Was ist das? Dass der orange Sonnenbrille halt Freeware. Kannte man die Wo hast du glauben die hier? in Fiat. Aha. Ja. Ich weiß nicht, ob die da noch ist. Ich habe die vorhin reingelegt, also die habt ihr safe nicht nass. Okay, passt, ja. Nein, der war free. Dann, ja. Geil. Werde ich so sicher Was verlieren. bedeutet Work-Life-Balance für dich? Also für mich bedeutet Work-Life-Balance, dass jetzt kein Fick auf, also dass jetzt nicht keinen Fick auf die Arbeit gibst, Ja. aber die halt nicht so einnehmen lässt davor. Also ich bin auch sehr, sehr schlecht, also ich nehme auch sehr oft was mit von der Arbeit nach Hause. Und ich glaube, dass man einfach ein bisschen mehr Rücksicht drauf nimmt, wie es einem daheim geht oder was daheim jetzt passiert, auch auf seine Leute außenrum achtet und so. Also wenn mir jetzt ein Spätzle während der Arbeit, also ich habe halt das Privileg, weil ich selbstständig bin, dass ich halt einfach aus der Arbeit abhauen kann, wenn ein Spätzle sagt, hey, mir brennt die Bude, dann kann ich halt da schnell hinfahren und dem helfen in der besten Manier, wie er es halt kann. Ja, genau, also für mich ist Work-Life-Balance eigentlich, dass ich ein bisschen mehr Priorität darauf setze, was Leben ist. Nicht so, dass ich sage, jetzt hier Leben 80% und Work 20%, sondern vielleicht halt einfach 75, 25 oder 70, 30 oder sowas, aber halt nicht 50-50 oder Arbeit vorziehen oder sowas. Klar, es gibt 12-Stunden-Tage, es gibt auch längere Tage, aber dann ist halt auch wieder Recovery irgendwie wichtig. Und Also ich glaube, wenn ich ein normaler Angestellter war Ja. und da ich nur fürs Wochenende und für den Urlaub leben, dann war mir meine Arbeitsstelle an sich scheißegal. ja, War bei meiner Ausbildung damals so und da wollte ich dann noch, also ich habe meinen Job schon gemacht, Ja. ich habe geschaut, dass alle zufrieden sind, habe jetzt da nicht mit Absicht irgendwie schlecht gemacht, aber ich habe mich nie mit dem Unternehmen oder so identifiziert, Ja. sondern war eine coole Arbeit, weil die Menschen da cool waren, Ja. aber die Arbeit an sich war Müll. Und da hätte ich keinen 3 Jahre Ausbildungsberuf machen müssen dafür, sondern einfach 2 Wochen in Schulung. ja, Aber ich muss dazu sagen, trotzdem so eine Ausbildung, da die eben ans Herz legen, Ja. weil man halt lernt, mit Menschen umzugehen, weil es ist ja auch was Neues, so verschiedene Altersgruppen, verschiedene Charaktere und sowas. Das Machst ist du schon irgendwas wichtig. Zwischenmenschliches, nicht Ja. so wie ich, weil das, was ich gemacht habe, das wird jetzt ausgelöscht von KI. Ja. Ja. Ja, ansonsten, ja, weiß ich nicht jetzt, also ich glaube, ich habe gar keine Work-Life-Balance, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe halt auch das Privileg, dass mir meine Arbeit ja Spaß macht. Du arbeitest halt der Leidenschaft, also du Ja. arbeitest halt dein privates Leben auch mit. Ich tue mir auch Das ist ja das schwer, Geile. also wenn ich jetzt so im Urlaub bin, dass ich dann da nichts mache dafür, außer ich bin halt strack.
Also wenn Partyurlaub, da geht's. Ja. Aber wenn jetzt so normal am Urlaub, ich kann auch nicht irgendwie so 2 Wochen am Strand liegen. Mal mache ich 2 Tage, finde ich cool. Ja. Dann bin ich gechillt und dann geht's schon wieder los. Dann rattert es im Kopf, so was kann ich machen, dann schreibe ich Texte. Dann. Ja, aber so geht es mir genauso. Also ich meine, auch wo wir in Kroatien waren, haben wir ja auch Musik gemacht und Podcast und sowas und haben halt auch dazwischen ein bisschen, oder habe ich etwas programmiert oder sowas. Und das ist geil, wenn du halt einfach diesen Freiraum hast, dass du arbeiten kannst, wenn du willst. Ja. Beziehungsweise ist es halt, Ja, es ist halt, dir und mir ist es halt jetzt so. Ja, es hört sich, ich glaube, es ist vor einem hohen Ross, wenn man sagt, ich habe keine Work-Life-Balance, weil für mich fühlt es einfach nicht an wie Arbeit. Genau, das ist das größte Ding. Das ist ja der Grund, warum ich mich jetzt hier so selbstständig gemacht habe, weil sich das für mich nicht nach Arbeit anfühlt, sondern einfach, du kriegst was geschissen, verdienst der Kohle und arbeitest mit deinen, oder bist im Büro mit sehr guten Spätzeln und sowas. Das ist ja ein mega, mega geiles Leben. Und das kannst du ja seltenst von anderen Leuten behaupten, dass die sowas Geiles durchziehen können, sag ich jetzt einmal. Ich würde gerne mehr der Musik machen, aber sonst taugt es mir eigentlich schon, wie es jetzt gerade ist. Das habe ich wieder sehr oft Ja gesagt, weil wir dann einen Kommentar nach sich ziehen. Ja. Aber so ist mir vorhin auch gegangen. Ich habe vorhin, wo du geredet hast, war ja die ganze Zeit so, ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist Michi-Modus aktiviert. Ja, es ist ja ein bisschen so ein Zeichen, dass man zuhört. Ja. Also ich brauche das auch für mich selber, damit ich am Ball bleibe, weil sonst meine Gedanken weil weg. Stimmt, ja. Checkst geht mir exakt genauso. Ja, aber im Podcast fällt es mir nicht so schwer, jemanden zuzuhören, wie wenn ich jetzt so mit dir rede. Nicht, weil du langweilig bist, sondern weil hier bin ich. Ja, gut, das ist ja die Aufgabe. Ja. Noch zusätzlich geht mir ähnlich. Für mich ist ganz, ganz schwierig, weil der Tobi und ich, der Alte auch und ich, sehr viel Zeit verbringen. Und wenn er mir privat schon, also wenn er mir vorher schon die Geschichte erzählt hat und ich erzähle es im Podcast nochmal, dann muss ich so tun, das mich interessieren. Das ist dann schon sehr, sehr schwierig. Weil es ja natürlich eine gute Geschichte ist und er den Raum im Podcast verdient, aber ich habe es halt schon gehört und ich will einfach nur was anderes reden. Ja. Also dann sage ich halt 100-mal Ja, damit ich am Ball bleibe. Ja. So geht es mir mit Kevin auch oft, tatsächlich. Und so wird es halt auch mit meinen Geschichten auch. Ist ja nicht so, dass nur er hier. Ja, checkst du? Ja, passt. Und ganz schlimm ist auch, wenn wir vorher noch gestreamt haben oder sowas, dann ist er komplett die Luft raus. Also merkt euch, wenn man befreundet ist, macht es keinen Podcast zusammen, sondern macht es aber mit großen Arschlöcher, beziehungsweise mit Leuten, die du nicht so gut kennst, dann kennst du die Storys stundenlang verzeihen. Es ist teilweise wild, ab und zu jetzt, wenn ich bei so Konzerten bin und man ab und zu Backstage kommen dann fremde Leute dazu und so, man verzeiht denen ja Geschichten und dann sagen die ab und zu, okay, ich schaue aus dem Podcast die Geschichte. Und ich war so, wow, krass, okay. Gibt es ja nicht, dass Leute in hören. Ja. 5, machen wir erst nicht die Entweder-Oder-Fragen. Okay. Nein, machen wir Los Brutalos Favorites, machen wir erst. Los Brutalos / Tom Joe Favorites, YouTube-Kanäle. YouTube-Kanäle, Favorites? Ja. Ich dachte, versuchen wir es ich schaue zum Beispiel sehr viele Reise-YouTube-Kanäle, zum Beispiel kann ich jetzt 3 nennen, wo ich sage nicht, wo ich viel schaue, aber ich schaue sehr viele Autokanäle, wo ich jetzt auch schnell 3 nennen kann. Ja. Aber so allgemein dann, oder? Was du willst, also. Okay, also ich glaube, einer meiner All-Time-Favorites Autokanäle, aber die beefen sie. Es sind 2 Kanäle. Einmal Whistling Diesel, weil der Typ ist, ich finde den einfach scheiße lustig. Und Schäfchen. Okay. Das sind meine Favorites. Ja. Übrigens, das Flo's Getränkeservice hast du gesehen? Den kennst du nur, oder? Der Typ, der auf die Partys Getränke in Österreich liefert und dann so ein Selfie-Video macht, der liefert jetzt ein Schäfchen. Aha. Und der Schäfchen stellt sich jetzt auch wieder dazu und redet halt österreichisch und sowas. Geil. Ja, das ist so witzig. Ja, genau, die 2 sind meine Top 1 auf jeden Fall. Genau. Hast du nur, also soll ich ehrlich sagen? Mach erst du fertig, ja. Okay. Platz 2, glaube ich, ist Jules. Den finde ich, macht richtig geile Videos. Ja. Große Empfehlung. Ich weiß nicht, wie es heißt, das Video, aber das Video von Jules über den Wels im Brombachsee. Ja. Scheiße lustig. Oder Andi 84. Andi 84, der Bergsteiger. Groß, ja. Das ist eine chillige Strecke. Die Klasse wird oben vom Bergwach abgeholt. Leichte Feierabendstrecke. Ja. Andi 84, so ein Typ, Alter. Ja. Und sonst Los Brutalos. Klar. Vlogs. Mega. Ja. Sonst halt nur so Kanäle wie Matt Armstrong oder Dave. 3. Ja, ach so, 3, ja, dann war es ja schon. Ja. Entschuldigung, Bruder. Passt, ja. Nein, ich sag's ja nicht. Ich glaube, also was ich früher extrem viel geschaut habe, jetzt aber gar nicht mehr, ist Peter McKinnon. Ja.
War so der erste Foto-YouTuber, glaube ich, so richtig. Oder Foto-Video. Ja, einmal geile Stories und so. Ja, der ist so gestorben für mich eigentlich. Ja. Seitdem der so grau geworden ist. Also wenn ich jetzt davor rede, was ich jetzt am meisten schaue, dann, also immer wenn noch ein Video von dem rauskommt, vom Daniel NGL oder wie der heißt, der war bei The Race dabei, der macht immer so Reisevideos, aber interessante Reise. Also nicht, da geht es nicht um die Reise, sondern um die Menschen dort. Ist das der, wo ich gesagt habe, er schaut ein bisschen aus wie die Pornodarstellerin? Nein, das ist der, wo ein bisschen ausschaut wie der Eimerer. Ach, ja. Ja, wir meinen denselben. Okay, ja. Anscheinend schaut der Eumi auch aus wie eine Pornodarstellerin. Ja. Dann, krasse Aussage für mich, es gibt einen Typen, einen Hans Meckel, heißt der, glaube ich. Das ist jemand, der wo eine Weltreise mit seinem Radl gemacht hat. Okay. Und ich verachte ja Fahrradfahrer. Ja. Und dadurch ist er für mich no front ein kleiner Spast. Aber seine Videos sind sehr interessant, weil er dadurch, dass er mit dem Radl fährt, halt auch durch so Länder wie Afghanistan, Iran, Indien, China, kriegst du halt so krasse Einblicke, wie halt die Menschen da so sind und was für Landschaften da gibt. Habe ich zum Beispiel letztes Mal gesehen, dass es in China Kamele gibt. Okay, ja. Und das sind sehr pelzige Kamele und die haben super knuffig ausgeschaut. Sehr pelzige Esel habe ich letztens gesehen, dass es in China gibt. Ja, das ist was ich aktuell viel schaue. Ich schaue insgesamt viel so Reisesachen, aber einfach, weil es mir Spaß macht, was schaue ich noch viel? Schaue ich irgendeinen Ami noch? Bist du ein Mensch, der Outdoor Boys geschaut hat? Nein. Ah, okay. Große Empfehlung. Outdoor Boys haben leider aufgehört. Ja, sonst eigentlich so eher so ein paar so klassische YouTube-Sachen, so ein bisschen Zabex zeigt, ein bisschen Otto Bulletproof habe ich viel geschaut, weil ich witzig gefunden habe. Seven vs. Wild haben wir jetzt einmal da geschaut, oder? Ja. Ein bisschen. Ich habe nur das, also komplett angeschaut habe ich mir nur das, wo sie im Duo angetreten sind. Ich glaube, das war die erste Staffel sogar, oder? Ja. Okay, wisst Bescheid. Und natürlich hier Tom Joe Podcast, Wellen City Stammtisch täglich. Ja. Und falls ihr euch für Business oder so interessiert, kann ich euch den Torben Platzer Podcast empfehlen. Das ist interessant tatsächlich. Sehr gut. Ja. Oder Financial Audit. Habe ich noch nie gesehen. Ja, finde ich sehr lustig. Okay. Der beleidigt seine Gäste immer. Okay. 5 Entweder-oder-Fragen. Ja. Telefonieren oder, Entschuldigung für den Ausdruck, Textnachrichten. Telefonieren. Oder Sprachnachrichten. Telefonieren. Echt, okay? Ich hasse Sprachnachrichten. Okay. Also, ich hasse Telefonieren. Schon? Ja. Ich mache, also manchmal, wenn ich wirklich nicht anders kann, dann mache ich schon Sprachnachrichten oder sowas. Ja. Aber ich denke es mir jedes Mal, wenn meine Mutter mir eine Sprachnachricht schickt, die 30 Sekunden dauert, nur um mir zum Sagen, dass es am Sonntag Kaffee und Kuchen gibt. Doppelte Geschwindigkeit. Ja, mache ich nie, weil dann verstehe ich nichts. Aber die redet da 30 Sekunden einfach nur, wenn sie einfach nur einen Zweizeiler schreiben halt können. Und dann denke ich mir so, das ist so eine Zeitverschwendung. Und vor allem, weil ich ja Mensch bin, der gern Nachrichten über die Apple Watch liest, kann ich halt bei der Sprachnachricht nicht machen. Regt mir richtig auf. Deswegen telefonieren. Also was ausmachen, schnell oder so, da telefonieren, ja. Also telefonieren mit Freunden, aber wie oft mein Telefon klingelt, jemand, mit dem ich nicht reden will, oder ich kenne die Nummer nicht, wie lange ich dann auf mein Handy schaue und überlege, was ich jetzt mache, dann, wenn ich die Nummer nicht kenne, google das erstmal. Ja, same. Ja. Wenn ich dann nichts finde, rufe ich nicht zurück. Ja. Also wenn die Nummer irgendwie aus dem Ausland kommt, dann ich denke mal, wenn es beruflich ist, dann werde ich mal schon WhatsApp oder E-Mail schreiben und sonst ist es ja oft richtige, das sind so oft irgendwie Scheißdinger. Ja. Bist du schon mal so ein Telefon gegangen, wo dann käme es, hallo, hier ist PayPal. Ja, ich bin einmal sogar tatsächlich aus Versehen auf was reingefallen. Mit der MX, also Phishing-Mail. Ja. Oh, ich bin einmal. Ja. Deswegen ist meine Kreditkarte nicht gespart. Ja. Was war das für Phishing-Mail? Fuck, was war das? Ich weiß nicht mehr genau. Das war irgendwie eher, dass mein das versucht worden ist, mein Passwort so oft falsch einzugeben und dass ich schnell ändern soll. Und da bin ich dann draufgegangen und habe meine Kreditkartennummer angegeben. Wie meine OnlyFans-Subscription ist nicht durchgegangen. Ja, schon, ja. Hallo. Ja. Wofür zahle ich 4 Euro im Monat? Ja, da werde ich richtig rund gemacht, von denen ich meine Geldsklavengeschenke nicht ausliefern kann. Ja. Checkst du, also warst du jemand, der bei OnlyFans was zahlt? Nein, niemals. Alter, Entschuldigung, aber es gibt so viel scheiß Free-Content. Ja. Und wenn du jemand bist, der gern sie die Scheiße neid zirkt, dann kannst du, also wenn du irgendeiner Chaya 100 Euro zahlst, dann kannst du einen puffern und der von Zipfel hauen lassen. Ja, erstens das. Zweitens findest du das auf jeder zweiten Webseite. Mit entfernen uns von distanzieren uns von Zwangsprostitution. Ja, das auf jeden Solange Fall. ich noch kein Geld damit verdiene. Ich meine, du kannst ja bei Google, sämtliche Seiten, du findest die Scheiße überall. Ja. Okay. Nächste Frage. Lieber immer nasse Socken haben
oder für immer einen Stein im Schuh? Wow. Wie nass? Sehr nass. Also feucht, schwitzig nass? So, Oder? das Mädel hat gerade gesehen, wie ich meine bayerischen Strümpfe anziehe über meine strammen Wadeln und tropft dann wie ein scheiß Kieslaster nass. Ich glaube eher nass, ja. Ich glaube, ich darf den Stein nehmen, weil ab und zu, Schon? ich bin jemand, ich bind ab und zu meine Schuhe nicht und stopfe die einfach so an der Seite rein und dann gehe ich schon oft auf diesen Ding. Ich habe eine sehr sehr lange Geduldsfaden, was so kleiner Schmerz so geht. Das werde ich wahrscheinlich mal an einer richtig miesen Krankheit sterben, weil man immer so gedacht, es geht schon. Oh, mein linker Arm dort wäre, das ist ja ich nicht gehe schlimm. nicht zum Arzt. Nein, ich glaube, Stor, wenn der so auf einer speziellen Er ist natürlich nervig, aber Punkt an der Ferse ist, wo der Nerv endet, na, niemals. Also lieber nasse Socken, dann kann ich wenigstens noch gescheit hatschen. okay, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Möchtest du lieber Zähne als Haare haben oder Haare als Zähne? Zähne als Haare oder Haare als Zähne? Also Zähne aus Haaren oder Haare aus Zähnen. Wow. Ich Ist glaub, beides scheiße. Ja, aber ich glaube, praktischer ist, wenn deine Haare Zähne sind, Ja. weil es schaut dann ein bisschen cool aus vielleicht. Glasau Nerven kannst du nie wieder anschleichen, weil Ja. das weiß nicht, ob deine Eltern das auch gehabt haben, aber es habt einen anderen Wohnstil. Es gab ab und zu in so Haushalte so an der Tür so Holzperlen, die dann so runtergegangen sind, da ist durchgegangen, was Ja. da waren dann irgendwelche Muster oder sowas. Kenne ich, ja. Ja. Haben wir tatsächlich nicht Ich glaube, gehabt. so hört sich das dann an, wenn du die ganze Zeit die Zähne hast. Ja, er kommt drauf an, meine Weil Kopfhaut das- ist relativ straff, deswegen weiß ich nicht, ob das so passieren wird. Ja, es klickert ja ineinander dann. Ja, Also ich stelle mir vor, dass ich Zöpfe hätte. Also ich schaue aus wie der Travis Scott, nur in weiß und mit Zähnen. Als Haar. Katze, ja. Und dann Ja. die ganze so, Ich glaube, da schließe ich mich aber an. Fien. Ja. Ja. Fein, was das. Also, ja. Bin nicht der Hund. Ist okay. Merkst du lieber, dass deine Eltern die beim Bumsen hören oder merkst du lieber deine Eltern beim Bumsen Da hören? meine Eltern mich beim Bumsen. Oh mein Gott. Ja, also ich schaue mich lieber dafür, bevor ich da irgendwas mitkriege. Ja. Also da ist die Entscheidung echt nicht schwer. Also gut, Ja. Mei, was soll denn passieren? Also die werden jetzt nicht in mein Zimmer reinkommen, wenn sie mit dem Bumsen hören. Wir werden halt hören, oh Thomas, Bist schon drin? bist du schon drin, ist okay, dass du wohnst. Ja. Ja. Na. Ist okay, Und dass der man 2 ganze Sekunden rumgestammelt, du bist zu hübsch, ist mir vorher noch nie passiert. Ja. 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 Schieb im Fegeln Anders zusammenbrechen. wie wir, unsere Generation, die beim Ficken noch richtig arbeitet. Ja. Wie lange dauert der männliche Orgasmus? Keine Ahnung. Ich komm nicht. Das habe ich mir nicht verdient. Okay, was dazu nicht mehr? Es ist schon eklig, seine Eltern beim Sex zu hören. Ja. Du, das, also, Ja, ich dachte wahrscheinlich auch lieber, dass meine Mom oder meine Eltern mich beim Bumsen hören, weil dann wissen sie Bescheid, dass bei Ja. mir untenrum alles okay ist. Und dass ich es immer noch drauf habe. die können das schon verkraften, Ja. ganz ehrlich. Ich kann es nicht verkraften, wenn ich meine alten Leute bumsen her. Na, Na, da. dann, ja, okay, Trap, du bist so eine wahnsinnige Enttäuschung. Ja. Ja. Und dann kommt meine Mama rein und sagt, ich hab's dir gesagt. Das ist das, was ich da schon seit Jahren sage. Sieh endlich aus. Ja, der Mann hat dann auch wahrscheinlich erstmal der Lieblingsessen machen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und dann sagen, du bist trotzdem hübsch. Denkt er nichts. Ja. Das wird schon. Ja. Der wächst noch. Schon, ja. Was steht die Woche bei dir an? Heute zum Beispiel, da geht es ja rund, oder? Hier. Ja, heute Was ist, passiert? Was komplett Gen Z untypisch ist. ja, es ist Anstich im Bierzeit in Längeres und davor Freibier saufen am Dorfplatz. Natürlich geht es jetzt um Freibesaufen, Ja, wenn ihr kein natürlich. Geld habt. Weil wir nichts sauern, ne? Ja, Das ist ja klar. Klar. Ja, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen Freibier abstammen und dann werden wir uns ein bisschen im Bierzeit umsaufen. Habe ich Bock drauf. Schön. Ja, Bei mir seid noch Stream. stimmt, ja. Ja, habe einen Überraschungsgast. Ja. Wer ist der Überraschungsgast? Also der Podcast Ja, ist schon der ist draußen. schon draußen, hat Anja schon vorbei. Ja. Ah, Anja nice. Bavaria. Achso, machst du das allein mit der Anja? Ja. Ah, nice. Geil. Ja, genau. Und ansonsten nächste Woche Songs fertig machen, ein bisschen hackeln. Ja. Vielleicht ein bisschen Promo. Promo, ja. Die müssen wir heute noch ein bisschen was machen, ja. Erste Ansage. Ach so. Ja.
Gut. Werden wir mal Passt, ja. schauen, ja. Nein, kriegen wir hin. Ja. Bin ja da. Ja. Und ansonsten, Ich krieg meine Haare gerade noch geschnitten. der Tom gerade kleiner seine Haare geschnitten. Im Büro. Mashallah. Ja. Na, ist geil. Ansonsten werde ich mal noch schauen. Ja. Falls euch interessiert, ihr habt meinen Hund schon mal gesehen, Poppy. Hat gestern den ersten Schultag gehabt, war die Hundetrainerin da. So Natürlich geil. Privatunterricht, ich bin ja kein scheiß Obdachloser. Deswegen gehe ich nicht in eine Hundeschule, wo dann lauter andere Menschen niederen und höheren Standes sind wie ich. Ich will nur mit Menschen abhängen, die genauso sind wie ich, und das bin nur ich. Deswegen hänge ich nur mit mir ab. Mit mir, mit meiner Rifle und mit meinem Hund. Wir lassen keinen Scheiß drum gehen. Wir sind ja nicht irgendeine Pennerband. Ja, genau. Und ja, der Hund ist sehr stur, aber sehr, sehr lernfähig. Er ist sehr schlau, er kann, wenn er mehr hat, aber er mag halt nicht. Und aktuell bin ich das Problem. Ja, das war so das Fazit. Ja. Also 1:1 der Besitzer. Ja. Erkannt, aber er will nicht. Na, du. Er lernt sehr schnell, so wie ich. Er arbeitet hart, so Ja. wie ich. Ja, er frisst viel und lässt viel aus seinem Maul fliegen, so wie ich. Ja, und er scheißt 2-mal am Tag, so wie ich. Ja. Ja. Warst du schon mit Entweder-Oder-Fragen? Das war's schon. Ja. Ja, okay. Eigentlich waren es, war nicht vergessen. Ja, waren nur 4. Habe ich dir mal. Hast du noch eine? Spontan. Boah. Ich glaub nicht. Lieber Gen Alpha oder Boomer? Boah. Entweder Tung Tung Sahur oder Ich glaube, ich darf die Boomer, also wenn ich jetzt halt mir entscheiden kann, Boomer, weil dann weiß ich, dass ich relativ kriegsfrei nur durchs Leben komme. Gen Alpha weiß ich jetzt nicht, kann es schon mal sein. Also ja, ich Boomer glaub, in Deutschland. Ich meine, also Ja. klar, Mauer, klar, Kroatien. Der Ding, der damals da Ostblockkrieg. an der Macht war, hat nicht alles schlecht gemacht, quasi, diese Aussagen. Also, allein wegen diesen Aussagen überlege ich es mir nochmal. Ob der Boomer sein willst. Ja, weil, also ich meine, Gen Alpha ist sehr Saufen formbar. und Auto fahren. Ja, Einfach in Schwein fahren. Und die da Leute, hat die man sich nur über Leute. 0,8 Promille-Grenze aufgeregt haben, dass das viel zu wenig ist. Und dass ich mich anschneiden muss. Ja, Ich fahre Nein. Motorrad ohne Helm. ich glaube, jetzt da ich nur Boomer sagen, aber schauen wir mal, wie Gen Alpha sich entwickelt. Schlecht. Sind noch fauler wie ihr wahrscheinlich. Ja, die sind hier sehr manipulierbar, das ist ja das Ding. Und ich glaube, die können gar nicht mehr arbeiten, weil das dann schon als Roboter machen. Wahrscheinlich, ja, aber es ist jetzt wieder die erste Generation, die Wehrpflicht hat. Wird das eingeführt? Wehrpflicht ist eigentlich, also das O-Schreiben und sowas ist eingeführt. Und anscheinend soll es jetzt so weit gehen, dass Hast die. du mitgekriegt? Also, das war auch nur, habe ich meine Informationsquelle, ist ein Zabex-Video. Ja, Oder warst du da? Jetzt Weiß ich nicht. Mit dem Fabian angeschaut. Mit dem Harry, Entschuldigung. Dass der 450-Euro-Job, also die Minijob da abgeschafft reden sie wird. gerade drüber, dass sie ihn abschaffen. Ja. Das da so frech finden. Das war. Da ja. bin ich die sauer machen. Ja. Ja, das Also ist. klar, mittlerweile ist mir egal, weil mein Vermögen beträchtlich gewachsen ist. Aber Ja, aber es damals, also ich finde es schon, nur Schüler. Also ich finde, dass eigentlich jeder das Recht haben soll, wenn er sich dafür entscheidet. Ja, es gibt ja viele Leute in Städten oder sowas, die 2 Minijobs nebenher haben. Da müsste halt irgendwie was zurücklegen können oder so. Ja, aber das wäre dann versteuert, wenn es mehr wäre, dass Genau. wenn du drüber kommst, auch wenn du mit 2 Minijobs auf deine, keine Ahnung, was jetzt der Betrag ist, 500 irgendwas Euro, Mhm. dann passt das ja trotzdem. Also ich finde, es ist frech, die Leute Faulheit vorzuwerfen, was ja unser Bundeskanzler aktuell gern macht. Ja. Dann aber denen Leute, die wo ja noch zusätzlich was arbeiten und das halt ausnutzen, dass halt dann steuerfrei ist, aber den machen, das ist ja nicht so, dass die das Geld dann weglegen auf die hohe Kante, sondern das wird ja auch für Konsum verwendet. Also Das brauchen. Die meisten Leute sind ja angewiesen auf einen 450-Euro-Job, beziehungsweise, glaube ich, mittlerweile sind es ja 520 oder sowas. Ja. Aber ich fand es auch frech und ich habe es auch mitgekriegt. Und meine Quelle ist kein Zabex-Video. Ja. Das ist tatsächlich eine Diskussion. Frage jemand, der wo Quellen prüft. Ja, und der Söder hat sich dagegen geäußert. Ja, Ja. schon, ja. König König Söder. Söder. Ja, der weiß noch, wie es läuft. Ja. Also ich dachte Boomer nehmen übrigens. Ja. Genau. Super. Passt. Gut, der Generation wird es ja nicht stören mit den 520-Euro-Jobs. Kommt da jetzt noch was oder hier? So? Nein, das war's, die letzten Worte. Nein, danke, dass du mein Gast warst. War schön. War ein schönes, aufregendes Gespräch. Ja. Kleines Sparring, gell? Ja. Kleines coole Generation gegen eine Loser-Generation-Ding. Kann jeder entscheiden, wer was ist. Ich glaube, da hat jeder seine Meinung. Naja, Lasst ein Like, ein Abo da. genau. Vergesst das nicht. Abonniert Oder ein hat Kommentar. Tom Joe mit seinem Spätzl Kevin. Oder ist das, ihr könnt DJ Mirror. Ja. Lustige Themen.
schönes Setup. Und Der hat noch China. ja. Genau, dann hat die letzten Worte, wie immer, der wunderbare Harry. Harry. Danke. Tschüss. So, jetzt müssen wir es nochmal machen, Warum? weil der letzten Worte der Harry hat. Und dann sagt man nichts mehr. Achso, du hast aber auch Danke Ja, gesagt. ich sag danke. Ah, Tom. okay. Ich sag nichts mehr. Okay. Dann hat die letzten Worte, wie immer, der wunderbare Harry. Jetzt kannst du Danke sagen. Danke.